Oh Mann, wir dürfen dieses Spiel nicht verlieren. Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, zum 4. Mal insgesamt auf diesem Kanal sprechen wir über den Hamburger Sportverein, der ehemalige Dino der Bundesliga. Und man muss ja sagen, damit sind sie aktuell auf dem Siegertreppchen bei mir und dürfen sich über die goldene Ananas freuen. Es gibt nämlich keinen einzigen Gegner, über den wir auf diesem Kanal hier so oft gesprochen haben wie über den HSV. Auf Platz 2 dürfte dann Jan Regensburg folgen und Hertha BSC Berlin. Aber ich denke mal, spätestens in der nächsten DFB-Pokalrunde im Sommer wird wahrscheinlich Jan Regensburg sich die goldene Ananas mit dem Hamburger SV teilen. Ja, der HSV. Oft genug wurde er meinerseits auf diesem Kanal unterschätzt. Ich habe zwar immer mal wieder meinen Respekt diesem Verein gegenüber bekundet und auch seit Kanalgründung, da ja das erste Spiel bzw. Ligaspiel, das ich auf diesem Kanal besprochen und auch bewertet habe, war dann halt gegen den HSV und seitdem sind auch viele Hamburger unter meinen Followern. Bisher ist das alles sehr respektvoll, genauso wie ich Respekt auch vor dem Verein und vor dieser Fanszene habe. Ich will jetzt nicht behaupten, dass hier irgendwie meinerseits eine Freundschaft aufgebaut wird, aber ihr seid trotzdem willkommen. Ihr habt euch immer korrekt hier verhalten. Muss ich mal wirklich an der Stelle sagen. Also bisher jeder HSV-Fan, der auf dem Kanal dabei war, hat den Kanal mit nach vorne getrieben. Bin mal gespannt, wer noch bis heute dabei ist. Man muss ja wirklich sagen, die Saison läuft ja planmäßig für den HSV. Es war ein schwieriger Start, aber jetzt sind sie auf Platz 10 und haben bereits 29 Punkte. Das sind Punkte, die wir gerne hätten. Das ist, sagen wir mal, eine Punktzahl zu diesem Zeitpunkt, da kannst du dir etwas weniger Sorgen machen. Natürlich, es ist relativ eng dort unten im Tabellenkeller, aber ich persönlich glaube tatsächlich nicht, dass der HSV noch da großartig mit reingerät. Allerdings, unsere Mannschaft sollte an die Leistung von letzter Woche ein wenig anknüpfen und unter Beweis stellen, dass man sich auf Augenhöhe befindet. Ich meine, das war ja natürlich auch für mich sehr überraschend am letzten Spieltag der 2. Bundesliga, nachdem der HSV meiner Meinung nach eine deutlich bessere Zweitligasaison abgeliefert hatte als wir, dann doch noch von uns vom Thron gestoßen wurde, beziehungsweise auch das ist eine goldene Ananas, als wir diese Radkappe, diese Zweitligameisterschaft dann noch am letzten Spieltag geholt haben. Ich hatte ja damals gesagt, mir reicht auch der Aufstieg vollkommen. Aber das war, sagen wir mal so, man kann gerne darüber streiten, ob das verdient war. Die hatten ja eigentlich schon eine bessere Zweitligasaison als wir abgeliefert, meiner Meinung nach. Leider geht es bei uns natürlich momentan ein bisschen drunter und drüber. Uns fehlen die Punkte. Der letzte Sieg ist eine gefühlte Ewigkeit her. Und eigentlich müsstest du jetzt mal sagen, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ich sag aber, was auf gar keinen Fall, was ein absoluter Super-GAU wäre, wenn wir dieses Spiel verlieren. Weil dann darfst du dich fragen, gegen wen gewinnen wir denn überhaupt noch? Und wie willst du dann die nötige Punktzahl erreichen, damit du nicht absteigst? Willst du dich ständig darauf verlassen, dass Wolfsburg und Heidenheim da unten drin stecken? Es gibt noch einen Relegationsplatz. Ich meine, trotzdem an der Stelle danke an den HSV, dass sie zumindest ein bisschen Wolfsburg da unten zementiert haben. Aber jetzt haben die den Trainer gewechselt und ihr wisst ja, wie das ist. Bei allen funktioniert der Trainereffekt. Bei uns nicht zwangsläufig immer. Und da ist jetzt ja natürlich die Frage, ist das hier so auch eine Art Entscheidungsspiel für Lukas Kwasniok? Denn nehmen wir mal an, dass mit dieser 4-Punkte-Marke stimmt, dass 4 Punkte in den kommenden 3 Spielen zu erreichen sind, damit er seinen Posten nicht verliert. Ja, eine Niederlage würde das dann einleiten. Da bin ich mal gespannt, ob ich dann Montag oder Dienstag hier schon wieder sitze, nachdem ich vorher die Reaction veröffentlicht habe. Ich war ja eigentlich auch guter Dinge, als es dann noch gestern, glaube ich, im Kicker hieß, dass Fabio Vieira eventuell ausfällt. Das ist aber nicht der Fall. Jetzt steht im Kicker drin, dass er im Kader sein sollte. Und das ist einer der besten Spieler beim HSV. Genauso auch wie Luka Vuskovic. Der ist auch dabei. Und der ist ja wirklich der Shootingstar dieser Saison beim HSV. Wer jetzt halt länger ausfallen wird, das ist halt Yusuf Paulsen. Aber sagen wir es mal so, er gehört zwar zu der Torjägerliste vom HSV, aber nicht unter die Besten. Deswegen, das hat jetzt nichts zu bedeuten, dass er nicht spielen kann. Wer aber anscheinend dabei sein wird, ist Ransdorf Königsdörfer. Und ihr wisst ja, der trifft ja gerne gegen uns. Deswegen, allein schon deswegen, glaube ich, egal was passiert, ob wir jetzt gewinnen, unentschieden spielen oder verlieren, wir kassieren mindestens ein Tor. Leider bin ich mir dessen ziemlich sicher. Dann wäre auch noch Damien Downs, der neuerdings zu deren Kader gehört. Er wurde im Winter verpflichtet, nachdem wir ihn an Southampton im Sommer verkauft haben. Wobei, ich muss mich korrigieren. Er wurde ausgeliehen. Das heißt, er gehört denen jetzt noch nicht. Aber ja, ihr wisst ja, wie das auch bei uns so ist mit Ex-Spielern, die mal hin und wieder gegen uns treffen. War ja
am Samstag auch der Fall mit Gyrassi. Er hat zwar versprochen, nicht zu jubeln, aber im Prinzip denkt er schon darüber nach. Und das ist auch so ein bisschen mein Schreckensszenario, dass Damian Downs ausgerechnet gegen uns trifft. Aber kommen wir doch mal zu einigen Infos, was unseren 1. FC Köln betrifft. Ja, wir haben einen neuen Kaderplaner. Tim Steiden wurde vom 1. FC Köln verpflichtet. Er hatte zuvor in seiner Vergangenheit für die Pillen gearbeitet und hat dort auch Judas Iskariot verpflichtet, der heutzutage bei Liverpool spielt. Ihr wisst, ich kann diese ganzen Namen nicht über die Lippen bringen. Ihr könnt es gerne selber interpretieren, wen ich da meine. Da bin ich natürlich gespannt, was sich im Sommer tut. Ich hoffe, das kann er als Erstliga-Kaderplaner umsetzen. Aber wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen. Und ja, wo wir bei Teufeln sind, ein bisschen Pause von roten Teufeln und dergleichen hätte ich schon gerne noch ein Jahr. Zu der Pressekonferenz habe ich eher weniger zu sagen. Lukas Kwasniok hat ja gesagt, er möchte den Kader im Prinzip so ähnlich beibehalten wie im letzten Spiel, weil die Mannschaft gefightet hat, die richtige Einstellung an den Tag gelegt hat, so quasi. Also es ist jetzt nicht ein Zitat, aber so kann man es interpretieren. Der im letzten Spiel eingewechselte Linton Meiner wird auch eine Option sein. Genauso auch wie Sebastian Sebulonsen, der zumindest sein Kader-Comeback feiert. Ja, und eine traurige Nachricht an der Stelle für alle Florian Kainz-Fans. Und da schließe ich mich von nicht aus. Ich habe ihn wirklich schon die letzten Jahre sehr gemocht. Der war lange Zeit lang, während alle gesagt haben, zum Beispiel in der Baumgart-Phase, während sie gesagt haben, mein Lieblingsspieler ist Jonas Hector, mein Lieblingsspieler ist Anthony Modest. Da wollte ich unbedingt gegen den Strom schwimmen. Und aufgrund des Spiels in Mönchengladbach 2022, was er da so abgeliefert hat, da hatte ich gesagt, nein, mein Lieblingsspieler ist Florian Kainz, habe ich dann zu dem Zeitpunkt gesagt. Und da war er eine lange Zeit lang mein Lieblingsspieler. Eine sehr, sehr lange Zeit. Aber es war so mehr so eine Prinzipsache. Ja, natürlich, irgendwann ist jede Geschichte zu Ende erzählt. Aber schön, dass er das beim 1. FC Köln tut. Ich hätte es nicht erwartet. Ich dachte, Florian Kainz geht nochmal zurück nach Graz, da wo er herkommt. Das hätte ich mir richtig gut vorstellen können, weil Sturm Graz ist ja jetzt ein richtiges Top-Team geworden. Hat auch die letzten Jahre zwischendurch mal Champions League gespielt. Aber tatsächlich, er wird seine Karriere hier beenden. Aber ein bisschen mehr Worte dazu verliere ich dann beim Saisonfazit, wenn wir dann diese Staffel ausklingen lassen. Ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr da draußen, liebe Freunde, dieses Mal getippt habt. In diesem Sinne spielen wir wieder einmal Geiß oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Geiß oder Bock? Der Spieltagstipp für den 1. FC Köln. Wird es der glorreiche Geiß, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock? Geiß. Manchmal ist die Münze gnädig und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Also, in dieser Woche haben 79 Follower abgestimmt. 32% tippen auf einen Heimsieg für den HSV, wobei ich habe viele HSV-Zuschauer. 28% auf ein Unentschieden. 41% tippen auf einen Auswärtssieg für den 1. FC Köln. Es ist natürlich auch eine Jetzt oder nie und jetzt erst recht Einstellung und kann ich komplett diesmal nachvollziehen, dass die Community in dem Sinne so optimistisch sein möchte. Vielleicht gilt das auch ein bisschen als Motivation, aber gut. Den Tipp mache ich mal wieder von der Münze abhängig. Wie gesagt, farbige Seite, positives Ergebnis, negatives Ergebnis auf der silbernen Seite. Geiß oder Bock? Okay. Ich bin natürlich immer einer, der sich in Bescheidenheit übt, aber gut, die Community hat entschieden, beziehungsweise die Münze war die letzte Hürde. Geiß, positives Ergebnis. Ich bin da mal ganz vorsichtig und sage 1:2 für den FC. Also holen wir anscheinend, zumindest laut Tipp, 3 Punkte im im Volkspark. In einem Land vor unserer Zeit. Ich kann einfach nicht anders. Ich brauche ein Narrativ. Und diese Dino-Sache, ihr habt immer noch einen Dinosaurier als Maskottchen, nach wie vor. Auch wenn der Dino, ja, wir wollen jetzt mal diese Wortspiele eigentlich sein lassen, aber der Dino galt ja dann bei eurem Abstieg damals als ausgestorben. Kleiner Funfact am Rande. Einige Tage bevor diese Uhr, die ihr damals gehabt habt im Stadion, die angezeigt hat, wie lange ihr in der Bundesliga seid. Und dann später habt ihr es darauf angepasst, wie lange ihr existiert. Einige Tage, ungefähr eine Woche sogar, bevor sie abgerissen wurde, war ich als Tourist in Hamburg. Und ich war einer der letzten Menschen, die diese Uhr gesehen haben. Ja, ich habe euer Stadion als Tourist besucht. Weil ich wollte auch mal einmal den Champions League Pokal sehen. Und das war tatsächlich nur in Hamburg. Ja, ich war 3 Tage da. Habe mir die Stadt angesehen. War sehr begeistert.
Taubi, falls du das hier siehst, ich habe dich damals nicht gekannt. Ist sehr lange her. Wann war das? 2018, 2019? Wann habt ihr die Uhr abgebaut? Ist schon wieder so her, weil dazwischendurch kam auch die Pandemie, da vergisst man sowas ganz schnell. Ja, ich war 3 Tage in Hamburg und habe als einer der letzten diese Uhr gesehen. Aber gut, ich persönlich wünsche mir, dass wir beide in dieser gottverdammten Bundesliga bleiben. Weil das ist Bundesliga. HSV, 1. FC Köln, Borussia Dortmund und wie sie alle heißen. Und nicht Wolfsburg zum Beispiel. Oder die Pillen. Das ist für mich nicht meine Vorstellung von Bundesliga. Schön, dass wir hier sind. Hoffentlich bleiben wir. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Aber trotzdem möchte ich gerne diese 3 Punkte haben. Gut, das wäre alles erstmal. Wir sehen uns wieder zur Reaction und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sag mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Zusammen bis sie